aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. B wie Burgflecken. Die Siedlung im Schatten der Burg. Wenn wir an eine Burg denken, haben wir meist ein ziemlich klares Bild vor Augen. Da ist die Hauptburg mit den wichtigsten Gebäuden, dem Wohnbau, vielleicht einem Bergfried, und davor die Vorburg, die oft als Wirtschaftshof bezeichnet wird, also jener Bereich, in dem sich die Versorgung und der Alltag der Burg abspielen. Doch war das wirklich so? Drängten sich hier Handwerker, Bedienstete und die gesamte Burgbesatzung Tag für Tag auf engstem Raum? Bei weitem nicht. Denn dabei wird ein Begriff oft übersehen. Ein Begriff, der für das Leben rund um die Burg eine entscheidende Rolle spielt. Der Burgflecken. Wenn man dieses Wort zum ersten Mal hört, wirkt es fast etwas seltsam. Burgflecken. Das klingt ein bisschen so, als hätte die Burg irgendwo einen Fleck. Oder vielleicht denkt man an einen Burgstall, also eine abgegangene Burg, die nur noch als Spur in der Landschaft erhalten ist. Doch genau das ist es nicht. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Burgflecken eine eigene Siedlungsform des Mittelalters. Eine Ansiedlung im Schatten der Burg. Eng mit ihr verbunden, aber doch ein eigenständiger Lebensraum. Und oft sagt dieser Burgflecken mehr über das alltägliche Leben rund um eine Burg aus, als die Burg selbst. Was ist ein Burgflecken? Ein Burgflecken bezeichnet eine kleine Siedlung im direkten Umfeld einer Burg. Diese Siedlungen entstanden, weil Burgen nicht isoliert funktionierten. Eine Burg war ein Herrschaftszentrum, das versorgt werden musste. Mit Lebensmitteln, Handwerk, Dienstleistungen und Personal. Genau hier kommt der Burgflecken ins Spiel. Er war gewissermaßen das wirtschaftliche und organisatorische Vorzimmer der Burg. Die Bewohner waren häufig Handwerker, Händler oder Dienstleister, die eng mit der Burg verbunden waren und teilweise sogar Verpflichtungen gegenüber dem Burgherrn hatten. Man könnte, etwas vereinfacht, sagen, ein Burgflecken ist eine Art Vorburg, also ein vorgelagerter Siedlungsraum außerhalb der eigentlichen Burganlage, der viele Funktionen übernahm, für die innerhalb der Burg selbst kein Platz war. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen baulichen Teil der Burg, sondern um eine eigenständige, wenn auch eng angebundene Siedlung. Ein schönes Beispiel ist die Burg Rustenberg im Harz. Hier Ausschnitt aus dem Merian-Stich aus dem 17. Jahrhundert. Hier links ist die Gemeinde oder der Ort Rustefelde, heute noch existent. Und hier rechts am Aufgang zur Burg ein Örtchen oder ein Dorf, bezeichnet als der Markt oder das Markt, heute die Ortschaft Markt, entstanden aus einem Burgflecken, der direkt zur Versorgung der Burg diente. Typischerweise waren Burgflecken klein, oft nur wenige Häuser und bewegten sich im Grenzbereich zwischen Dorf und Stadt. Manche besaßen Marktrechte oder einfache Befestigungen, andere blieben eher dörflich geprägt. In der Forschung werden sie deshalb häufig als Zwergstädte oder mit städtischen Sonderformen beschrieben. Lage und Struktur eines Burgfleckens. Die Lage eines Burgfleckens war kein Zufall. Besonders bei Höhenburgen befand sich die Siedlung meist am Fuß des Burgberges, häufig im Tal. Daher spricht man auch von einer Talsiedlung. Oft schmiegt sich der Burgflecken halbkreis- oder hufeisenförmig um den Burgberg. Diese Form ergab sich aus der Topographie, aber auch aus dem Schutzbedürfnis. Einerseits sollte die Nähe zur Burg Sicherheit bieten, andererseits war der Platz begrenzt. Hier sehen wir die spätere Stadt Burgau im Schwaben, etwa aus der Zeit des 16. Jahrhunderts. Wir haben hier das Schloss, das alles überragt und beschützt.
Die Vorburg mit dem interessanten Pfleghaus. Hier links einen sogenannten Ziegelstadel, also Dachziegel oder sonstige Ziegel hergestellt wurden. Und wir haben den Markt, der aus einer Burgsiedlung, also aus einem Burgflecken hervorging und heute sogar eine Stadt ist. Viele Burgflecken waren zumindest teilweise befestigt, mit Gräben, Wällen oder Mauern. Manche waren direkt in die Verteidigungsanlagen der Burg integriert, andere lagen davor und hatten eigene, oft schwächere Befestigungen. Charakteristisch ist dabei immer die enge Bindung an die Burg, wirtschaftlich, rechtlich und räumlich. Die Burg bestimmte das Leben im Flecken und nicht umgekehrt. Auch interessant ist diese Ansicht von Kirchberg am Lech aus dem 16. Jahrhundert. Wir haben rechts das mächtige Schloss, heute eher ganz schlicht und eine einfache Barockanlage. Und links ist natürlich der Markt, also unser Burgflecken wieder, der aus der Vorburg hervorgegangen ist. Wir sehen auch noch hier Stallung und Kornhaus, was eigentlich in die Vorburg einer Burg gehört. Und hier ganz schwach befestigt mit einer Palisade und einem Tor. Entwicklung und Bedeutung. Im Hoch- und Spätmittelalter spielten Burgflecken eine wichtige Rolle in der Siedlungsentwicklung. Einige entwickelten sich weiter und erhielten sogar Stadtrechte. In solchen Fällen konnten sie wirtschaftlich aufblühen und zu bedeutenden Orten werden. Werfen wir noch einmal einen Blick auf Burgau in Schwaben. 1301 wird es zur Stadt erhoben und erhielt sogar Befestigungsrechte. Natürlich sind diese Befestigungen heute sehr barockisiert, wie wir rechts am Stadttor sehen. Oben auf dem ersten Bild rechts sehen wir im Prinzip das Schloss, heute etwas zurückhaltender wie im 16. Jahrhundert. Viele andere jedoch blieben klein oder verloren im Laufe der Zeit an Bedeutung. Gründe dafür gab es viele. Die Konkurrenz durch neu gegründete Städte, der Niedergang der Burg oder ungünstige Lagebedingungen. Nicht selten wurden Burgflecken später ganz aufgegeben und gelten heute als sogenannte Stadtwüstungen, also aufgegebene Siedlungen, die nur noch archäologisch nachweisbar sind. Ein interessantes Beispiel ist Fromberg in der Oberpfalz, das wir hier auf dem Urkataster sehen, rot markiert, die sogenannte Denkmalzone. Der Fromberg bei Hornbach in der Oberpfalz war bereits im frühen Mittelalter ein bedeutender befestigter Platz. Eine großflächige Wallgrabenanlage aus dem 8. bis 10. Jahrhundert weist darauf hin, dass hier ein wichtiger Herrschafts- und Kontrollpunkt im Umfeld von Verkehrswegen und Flussübergängen lag, wohl in enger Verbindung zum Zentrum in Sulzbach. Im 12. Jahrhundert befand sich auf dem Fromberg eine hochmittelalterliche Burg, vermutlich Sitz der Ministerialen von Hornbach. Archäologische Funde belegen neben einem steinernen Turmhaus auch zahlreiche weitere Gebäude, überwiegend in Holzbauweise. Diese Spuren deuten darauf hin, dass es sich nicht um eine isolierte Burg handelt, sondern um eine kleine Burgsiedlung. Damit lässt sich für den Fromberg sehr wahrscheinlich ein Burgflecken annehmen, eine Ansiedlung von Bewohnern, die im direkten Zusammenhang mit der Burg standen und deren Versorgung und Alltag sicherten. Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurde die Burg zerstört. Mit dem Niedergang des Herrensitzes verschwand auch die zugehörige Siedlung. Ein typisches Schicksal vieler Burgflecken, die ohne ihre Burg ihre Funktion verloren. Heute erinnert nur noch wenig an diese mittelalterliche Anlage. Auf dem Fromberg befinden sich lediglich ein einzelnes Haus sowie die barocke Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt aus dem 18. Jahrhundert. Letztere könnte in ihrem Ursprung noch auf eine ehemalige Burgkapelle zurückgehen und bildet damit das letzte sichtbare Bindeglied zu einer einzigen Burg und ihrem Burgflecken. Wichtig ist aber, Burgflecken waren keine gescheiterten Städte, sondern erfüllten ganz gezielt eine Funktion, nämlich die Versorgung und Unterstützung der Burg und ihres Umfeldes. Schlusswort. Der Burgflecken ist also weit mehr als nur ein Fleck. Er ist ein wichtiger Bestandteil der mittelalterlichen Burgenlandschaft und erzählt viel über das Leben rund um die Burg. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja schon unbewusst einen Burgflecken besucht. Welche Burgflecken kennt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen.
Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.